Hey, ciao zusammen, wunderschönen Abend. Wir sind ja in einer ganz neuen Serie, wo es um Krisen geht. Und hat ganz mit dem zu tun. Corona beschäftigt eigentlich die ganze Welt. Es kommt mir vor, wie wenn man den Stecker ausgezogen hat und die ganze Welt liegt lahm und uns überlegt, was wäre die beste Serie, um uns alle mitnehmen in die richtige Richtung und denken, Krise wäre ein mega cooles Thema, weil es beschäftigt uns alle. Ich meine, wer mag sich noch erinnern, vor ein paar Wochen sind wir zusammengekommen in der Samsung Hall oder wo auch immer in eurer Location. Wir haben unsere Hände erhoben, wir haben unsere Hände gekippt, wir haben einander ruhig gesagt, wir haben einander Front gebetet und Hände aufgelegt. Und so die ganz Nähe ist etwas gewesen, was alle mega gut getan hat. Und dann die einen haben die Hände aufgekippt, mit Deo oder ohne Deo, hat keine Rolle gespielt. Und die einen haben schön gesungen und die anderen nicht schön. Und eigentlich muss ich sagen, ich vermisse die Zeiten, wo wir uns können so sehen und spüren können, erleben. Und jetzt ist alles online. Ich glaube, den meisten geht es ganz genau gleich. So das Leben vor der Corona, wer möchte nicht Normalität zurückzuhaben? Und man sagt, wenn man die Medien lesen, es gibt auch das Leben nach Corona und man sagt, es wird nicht mehr gleich sein wie vorher. Also das Normal von früher wird später nicht mehr das Normal sein. Und irgendwann sind wir der Reise mitten im Coronavirus und diese Krise macht mit uns allen etwas extrem. Ich habe ein Bild mitgebracht, und zwar eine Kartonschachtel, weil ich glaube, unser Leben ist wie so eine Kartonschachtel. Man tut sich das so zusammenstellen, mit Träumen, mit Plänen, mit Ideen und Visionen, und dann macht man Berufslehre, zum Beispiel Lehre, geht ins Militär, hat eine Freundin, einen Freund, einen Hamster, einen Hund, was auch immer. Man baut sich das Leben so wunderschön zusammen, oder? Und dann tut man einen Deckel drauf und denkt, okay, das ist das Leben, man kann reisen, man kann Freunde treffen, ins Kino, essen, Kille, in Small Group, und man kann 1000 Sachen machen. Und dann kommt eine Krise, und in der Krise rein, was dann passiert ist, plötzlich öffnet der Deckel und plötzlich merkst du, oh, es gibt eine Sache in meinem Leben, die irritieren mich. Plötzlich in der Krise rein kommt eigentlich das führen, was schon immer in dir drin ist. Ein gutes Beispiel zum Beispiel, wenn du Zitronen da hast und du legst auf den Tisch und denkst, das ist eine Zitrone, nichts Spezielles. Aber hast du gewusst, dass in der Zitrone ist Zitronensaft? Wie kommt der raus? Ganz einfach. Du schnittst Zitronen, tust sie pressen, unter Druck, und es kommt Zitronensaft raus. Mit anderen Worten, Zitronen sagen nicht, oh mein Gott, Zitronensaft hätte ich nicht erwartet. Sondern Zitrone weiss immer, es kommt genau das raus, was schon drin ist. Mit anderen Worten, wenn in dieser Krise ein paar Themen vorkommen, wie mir ist langweilig oder Pornografie oder plötzlich hat man Streit, in anderen Worten, oder wir kann nicht mehr gut schlafen, wir nehmen mehr Alkohol, dann ist es etwas, das ist schon immer da gewesen. Also bist nicht schockiert, sondern es ist schon immer in deiner Box drin gewesen. Und die Krise lässt Gott zu, um das, was drin ist, ans Licht zu bringen und eine klasse Chance, das anzupacken. In meiner Box gibt es meine Agenda. Habe die mitgebracht. So sieht sie aus. Und heute wäre ich eigentlich in San Diego, dann in Los Angeles, Phoenix und auch in Las Vegas. Und jetzt bin ich da. Und meine ganze Agenda ist plötzlich auf den Kopf gestellt. Also, das ist total nicht sexy. Ich meine, ich bin schon gerne da. Aber Amerika ist einfach auch pretty awesome. Und plötzlich merkst du, dass deine Ferienpläne und Ziele und Träume, alles ist plötzlich weggenommen worden. Und dann entsteht in mir etwas, ich bin jeden Tag daheim. Das ist mir mega langweilig. Und dort innen gibt es eine krasse Chance, dass der Heilige Geist Sachen aufräumen kann. Und wenn Luft in die Box reinkommt, kann der Heilige Geist neue Sachen hinzufügen, wo wir stärker raus können, als wir reingegangen sind. Und ich weiss, die meisten sagen, ich mag den Slogan nicht mehr hören. Wenn man in den Sturm reinfliegt, kommt man stärker raus, als man reingegangen ist. Aber liebe Frauen und Männer, es ist genau so. Weil jede Krise ist auch eine Chance. Ich habe mal gegoogelt, sind wir denn die Einzigen, die so Krisen erleben? Und ich habe mega viel Virus gegoogelt, und zwar im 13. Jahrhundert hat es ein Virus gegeben auf dieser Welt, wo 6 Jahre gedauert hat. Wir nennen das der schwarze Tod. Also die Menschen haben Fieber bekommen, so Bückel überall, und nach ein paar wenigen Tagen sind sie gestorben. 6 Jahre hat das angedauert, und 1/3 von allen Europäern ist dabei gestorben. Wir reden von 25 Millionen während 6 Jahren. Und wir leben jetzt gerade mal etwa 5 Wochen Quarantäne. Und unsere Spitäler, musst mal achten, das Bild, sind mega gut ausgerüstet mit der hochprofessionellen Technologie, um dem Virus standzuhalten. Und ich glaube wirklich, dass unser Pflegepersonal im Spital macht einen grossartigen Job. Und schon im 13. Jahrhundert gesagt, wir müssen uns von dem Virus beschützen.
Und sie haben mega lustige Masken angelegt. Und wenn man heute schaut, haben die einen auch so Masken an. Man sieht mehr und mehr Leute mit so Masken rumlaufen. Dann gibt es die einen, die so lustige Masken anhaben, so wie so der Fasnacht, so wie so ein Pferd. Und dann die einen haben so ganz kreative Masken. Und die eine wie ICF Kambodscha, jetzt gerne eine Maske mit dem ICF-Logo drauf. Also dann weisst du anyhow, dass du beschützt bist. Und was interessant ist, dazu mal haben die Ärzte und auch die Pfarrer sich beschützt. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, wenn man den Schutz die Kleider anschaut. Ich glaube, wenn du krank bist, schon beim Anblick bei diesen Kleidern bist du tot geworden. Und heutzutage ist es interessant, dass im Spital, wenn man reingeht, sind die Leute von oben bis unten eingekleidet mit Taucherbrillen, eigentlich wie so Taucher. Und du merkst, wir haben alle das gleiche Thema. Es gibt ein Virus, das die Welt lahmlegt. Und mitten innen sind wir irgendwo. Und man sagt, in jeder Krise kann immer auch etwas Schönes entstehen. Und die Bibel hat für das ein Wort, wo immer wieder vorkommt, das Wort Äon. Und das Wort Äon heisst ein neuer Zeitraum, eine neue Lebenszeit und auch ein neuer Zeitabschnitt. Hast du gewusst, dass in der Kirchengeschichte bei Gott gibt es immer ein Äon. Ein Äon ist ein Neuanfang, wo Gott etwas grösser macht, als wir erlebt haben. Zum Beispiel von der Zeit vom Noah. Menschen gegessen, getrunken, geheiratet, das Gefühl gehabt, das Gericht kommt nicht. Gott warnt das Volk, schüttelt sie durch und es entsteht eine Sintflut und nur der Noah und seine Familie überleben. Und Gott hat eigentlich die Box gereinigt. Und dann, wo der Noah rauskommt, hat Gott gesagt, es tut mir mega leid, ich werde das nicht mehr machen. Und Gott hat einen Bund kreiert mit dem Regenbogen. Und der Regenbogen heisst, ich werde die Menschheit nie mehr vernichten. Und Gott hat gesagt, ich mache mit euch einen Bund. Und du merkst, der Äon ist etwas Grösseres, als was vorher war. Der zweite Äon vom Zeit von Moses. Volk von Gott wächst an in das Sklaventum in Ägypten. Und dann sagt Gott Folgendes: Bevor ich ein Wunder mache, tönt Pesach essen, tönt die Wohnung reinigen, tönt eure Sünden bekennen, mit anderen Worten, packt deine Schachtel an und dann mache ich ein Wunder. Und dann geht Gott mit dem Volk zum Berg Sinai und Gott macht ein neues Bund mit den 10 Geboten. Und denkst schon, 10 Gebote, 10 Verbote. In den 10 Geboten geht es darum, dass Gott sagt, mein Bund mit euch, der Deckel, den ich sprengen ist, ich bin euer allmächtiger, allgegenwärtiger und allwissender Gott für immer. Der Äon war stärker als das Leben vorher. Und auch der nächste Äon im Leben von Jesus, das heisst, wo Jesus kommt, sie aßen, sie tranken, geheiraten und haben das Gefühl, das Gericht ist weiter weg. Und dann kommt Jesus und er schüttelt eigentlich alles durch, alle religiösen Führer und alle Theologie. Da ist etwas vorgekommen. Und wo Jesus am Kreuz stirbt, ist hochinteressant und er geht ins Grab rein, legt man ihn rein, haben die Jünger ihn verlassen, haben das Gefühl gehabt, wow, alles ist vorbei. Das neue Movement, wo Jesus redet, wo Menschen gesund werden, wo Blinde sehend werden, wo Lahme gehen, wo Menschen Vergebung erhalten, ist plötzlich weg. Und Gott hat es zulassen, dass die Box der Jünger ist durchgeschüttelt wurde. Aber wenn die Box offen ist, gibt es Raum für den Heiligen Geist, für Innovation. Und dann kommt Pfingsten und der Heilige Geist fällt auf die Jünger im oberen Raum und was passiert? Statt dass nur noch ein Mensch Menschen heilt und freisetzt, der Name Jesus, entsteht ein neues Movement in dieser Box, ein neues Äon. Mit anderen Worten, wo wir Christen wissen, wenn der Heilige Geist in unsere Box kommt, wenn der Heilige Geist in unsere Krisen kommt, denkst du an Zeichen und Wunder, weil wir Christen einen anderen Geist, wir wissen, das wird uns nicht umbringen, sondern es wird das Reich von Gott katapultieren. Es wird Erweckung, Reformation und Transformation. All das wird Gott losieren in der grössten Krise. Wie cool ist denn das? Darum, wenn wir unsere Box anheben, entkrümpeln und den Geist von Gott reinlassen, dann macht es einen Monsterklapp für Gott. In den letzten paar Tagen habe ich mega viele E-Mails und auch WhatsApp und Instagram Fragen bekommen. Ist der Coronavirus eine Strafe von dem Gott im Himmel? Stellen die einen. Und die zweiten sagen, ist das eine Verschwörungstheorie? Kommt der Virus von Bill Gates oder made in China bei dem Labor? Und dann die dritten sagen, ist der Virus einfach ein Virus? Und ich möchte zwei Sachen sagen, was meine Meinung ist. Ob das eine Strafe von Gott ist, kann sein, kann nicht sein, niemand weiß es. Nobody knows it. Ist eine Verschwörungstheorie, kann sein, oder nicht sein. I don't know. Ist es einfach ein Virus, kann sein oder nicht kann sein. Zwei Sachen sind für mich relevant, wenn ich euch möchte auf den Weg geben. Erstens, für mich ist es relevant,
Was ist in meiner Box drin, wo schon lange hat müssen gelöst werden, wo ich am Heiligen Geist im Weg stehe. Und das neue Äon nicht anfangen kann, weil mir gibt's Grümpel, Sünde und Sucht und Gewohnheit und Denken. Wenn ich das am Heiligen Geist anhebe, dann entsteht ein neues Äon, Erweckung und Reformation durch unser Leben. Und das Zweite ist es eine Verschwörungstheorie oder ein Virus, ist der Spruch von Martin Luther. Er hat gesagt, wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, durch einen Zorn, Verschwörungstheorie oder durch den Virus, ich würde heute noch einen Baum pflanzen. Und ich möchte dich bitten, investiere nicht stundenlang mit Googlen über die Theorien, sondern meine Frage an dich und mich ist, hast du gestern einen Baum gepflanzt? Hast du heute einen Baum gepflanzt? Hast du deinen Nachbarn gut zu tun? Hast du Essen verteilt? Hast du mit Menschen gezoomt? Hast du für sie gebetet, eine Karte geschrieben? Ich glaube, effektiv, das Reich von Gott ist nicht passiv und wir sind das Opfer, sondern ich glaube, Heiliger Geist, reinige meine Box, schüttle durch, bring Sachen ins Licht, bis er schockiert, was vorkommt. Und dann sage ich, Heiliger Geist, da bin ich. Füll die Box mit etwas Neuem. Ich glaube, der Virus kann eine Chance sein, die euch stärker macht, als ohne diese Krise, weil es schüttelt alles durch und bringt nur das führen, was schon immer in unserer Box drin ist. Ich möchte gerne zum Tobi Deichen gehen, nach Deutschland, etwas erzählen, was können wir ganz konkret tun mit Sachen, die vorkommen in unserer Lebensbox. Vielen Dank, Leo. Ich habe mal hier meine Lebensbox mitgebracht in dieser Metapher, die geöffnet ist in der Krise. Und das ist ja ein unangenehmer Moment. Das heißt, in dieser Phase, wo sie geöffnet wird, da reinzuschauen, sich dem zu stellen, was da hochkommt, da mag ich vieles nicht, da kommen vielleicht Ängste hervor. Und ich möchte mal dieses Bild nochmal aufnehmen mit einer Metapher aus der Bibel, die ich auf die Corona-Situation übertragen möchte. Und zwar ist die Situation von Josef. Im ersten Teil der Bibel, 1. Mose 37, kannst du das nachlesen. Er ist in der Situation drin, dass er von seinen Brüdern verraten wird, verkauft wird in die Sklaverei und er kommt dort an einen großen Hof, wo er dann arbeiten muss. Und es geht gerade in seinem Leben so ein bisschen besser, gerade ein bisschen bergauf. Ich lese dir mal vor, 1. Mose 39, da heißt es, die Arbeiten im Haus waren erfolgreich. Es gab eine gute Ernte und die Vierten vergrößerten sich. Das heißt, es ging gerade bergauf und dann kommt die Frau vom Chef. Ich nenne sie mal Corona. Also die Frau vom Chef, ich nenne sie Corona, sie kommt vorbei. Es passiert etwas, wofür Josef nichts kann. Er hat nichts Böses getan. Er ist einfach dem ausgeliefert und es passiert eine Situation, warum er von jetzt auf gleich ins Gefängnis kommt und von jetzt auf gleich in die Isolation ist, von jetzt auf gleich in der Quarantäne ist. Und vielleicht geht es dir auch so, dass so Corona einfach über uns hereingebrochen ist. Gerade eben lief es noch vielleicht einigermaßen gut in deinem Leben. Jetzt sitzt du zu Hause, vielleicht Jobprobleme, andere Probleme und du kannst gar nichts dafür, aber du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Du bist dem ausgeliefert. Und das ist dieses Gefühl in der Krise, das wir nicht mögen. Wir reagieren dann sehr unterschiedlich drauf. Also wenn ich uns Deutsche anschaue, aber auch über die Grenzen hinaus, haben wir Hamsterkäufe schon probiert, mehrmals. Was passiert bei Hamsterkäufen? Ich meine, Klopapier kaufen wir scheinbar wirklich nach wie vor überdurchschnittlich viel, weil wir scheinen der Meinung zu sein, dass in der Krise, selbst wenn alle sterben, wollen wir zumindest einen sauberen Popo haben, also mal lustig ausgedrückt. Aber warum kaufen wir denn so viel Klopapier? Warum machen wir das? Weil wir wieder die Kontrolle zurückbekommen wollen. Und das ist die Situation, die Kontrolle über mein Leben zurückbekommen. Karl Lagerfeld hat es mal so ausgedrückt, er hat gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, ob man das ja so sieht oder nicht, kann man darüber streiten. Aber das heißt, in der Krise habe ich so das Gefühl, ich verliere die Kontrolle. Aber dass die Realität ist, dass eigentlich eine Illusion glaube. Wenn der Deckel auf ist, habe ich vielleicht in meiner Schachtel die Illusion drin, dass ich denke, ich habe mein Leben unter Kontrolle. Ich bin wie ein Kapitän auf einem Schiff. Ich lenke es und ich weiß, wo es lang geht. Aber in der Krise merke ich auf einmal, ich habe es gar nicht im Griff. Das ist wie ein Kind auf dem Rücksitz, das dort sitzt und vielleicht mit dem Spielzeuglenkrad spielt und sagt, ich lenke einfach links und rechts und es merkt nicht oder versteht nicht richtig, dass Papa und Mama lenken. Das heißt, es lenkt hin und her und dann auf einmal lenkt es nach links und das Auto bleibt so stehen und es regt sich auf. Wie kann das sein? Ich lenke doch nach links und es bleibt stehen, weil in dem Moment merkt das Kind, ich lenke gar nicht. In unserem Leben ist es auch so, in der Krise, wenn alles stehen bleibt, wenn wir in diese Gefängnissituation bekommen wie Josef, dann merken wir auf einmal, ich kann mein Leben gar nicht lenken an den entscheidenden Punkten. Ich habe es gar nicht wirklich im Griff. Das sind Momente wie, als unser Sohn zur Welt gekommen ist, musste er eine Woche, und zwar nur eine Woche, auf eine Kinderstation, eine Säuglingsstation. Und als ich dort war und die vielen Familien gesehen habe, die teilweise seit Wochen und Monaten da sind mit viel schlimmeren Fällen als mit meinem Sohn, ist mir einfach in dieser Krise bewusst geworden, dass ich
falsche Dinge geglaubt habe. Die Illusion war für mich, weißt du, man kriegt ein Kind, dann geht man ins Krankenhaus, dann gehst du nach Hause, alles drin, alles dran, alles toll. Und ich habe einfach gemerkt, ganz tief drin, was schon immer die Wahrheit war, das Leben hat kein Mensch im Griff. Ob wir atmen, ob unser Herz schlägt, all diese Dinge sind in Gottes Hand. Das heißt, der Deckel geht auf und ich merke auf einmal, dass da Dinge hochkommen, die einfach vorher einfach eine Illusion war in meinem Leben. Weil ich in dieser Krisenmoment, im Gefängnismoment, bin ich mit mir alleine, äußerlich Dinge fallen weg und ich habe die Chance, mich dem zu stellen. Das macht Josef. Er stellt sich den Themen im Gefängnis, in der Isolation, in der Quarantäne und dadurch fängt Gott ihn innerlich zu verändern. Er wird vom Angeber zu einem dienenden Leiter. Er wird vorbereitet für Gott, dass Gott durch ihn, dass wir es gleich anschauen werden, noch viel krasser wirken kann, weil er es eben nicht wegdrückt und sich den Themen stellt und angeht. Und dadurch bekommt er eine andere Perspektive. Die Perspektive ist, ja, ich bin jetzt in der Isolation, ja, ich bin im Gefängnis, ja, ich bin in einer Krise, gesundheitlich oder finanziell oder wo auch immer, aber Gott wird mit mir durchgehen. Und gut, genau in der Krise Großartiges. Josef wird eines Tages der mächtigste Mann, einer der mächtigsten Männer der damaligen Zeit sein. Und bei mir ist es so, dass wenn ich zurückblicke in meinen Krisen, wo Gott immer wieder den Deckel hochnimmt und an mir arbeitet innerlich und mich innerlich heilt und befreit, habe ich mir danach eigentlich immer Folgendes gedacht. Warum habe ich mir so viel Sorgen gemacht? Warum habe ich mich Gott mehr vertraut? Es waren so viele Dinge, die so unnötig waren, weil Gott hatte einen Plan zu jedem Zeitpunkt. Ich habe ihn nicht immer verstanden, manches verstehe ich auch heute noch nicht, aber ich weiß, dass er in der Krise ganz besonders in mir wirkt und an mir wirkt. Und deswegen ist diese Zusage für dich, Römer 8, vielleicht hast du sie schon oft gehört, aber ich will sie dir trotzdem zusprechen. Wir versprechen das Wissen, dass für die, die Gott lieben, nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Und der Kontext sagt uns, das Gute ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist der Kontext dieser Bibelstelle, kannst du nachlesen zu Hause. Nicht, dass alles toll läuft, nicht, dass ich jetzt eine Krise finanziell habe und danach habe ich alles tausendfach zurück. Jetzt verliere ich Geld, danach bin ich Millionär. Nein, das Ziel ist Gottes, dass in der Krise, wenn der Deckel hochkommt, er in uns arbeitet und wir Jesus ähnlicher werden, freier werden, geheilter werden und eine neue Perspektive in unserem Leben haben. Das ist wie die Geschichte von zwei Männern, die die gleiche Situation hatten. Sie hatten beide sehr schwierige Arbeitsbedingungen, den gleichen Job, die gleichen Umstände. Sie mussten ein Jahr lang arbeiten, 80 Stunden die Woche, ohne Tageslicht, niedere Arbeit, wirklich schreckliche Arbeitsbedingungen am Ende vom Tag, kein Urlaub. Und sie hatten die Zusage, dass sie ein Gehalt bekommen werden. Dem einen wurde gesagt, dass er 15.000 Euro am Ende vom Jahr kriegt. Dem anderen 15 Millionen. Beide kommen täglich in die Arbeit, aber der für 15.000 Euro arbeitet, gefühlt, kommt schlecht gelaunt, ist depressiv, will immer aufgeben, will jeden Tag kündigen, warum immer ich, ist ein Opfer seiner Umstände und ist einfach dem ausgeliefert. Der andere erlebt exakt das Gleiche, aber weil er für 15 Millionen arbeitet, pfeift er tagsüber, ist gut gelaunt, geht noch eine Extrameile, aber 80 Stunden, 81 Stunden, auch doch egal. Und er ist frohen Mutes. Warum? Er hat eine Perspektive, was passiert nach dieser harten Zeit. Und Gott redet davon, dass wir aus Sicht der Ewigkeit diese Perspektive haben können, dass Gott wirkt, dass er da ist und dass deswegen merkst du, die Umstände sind nicht das Entscheidende, sondern die Umstände sorgen dafür, dass der Deckel aufgeht, wenn ich jetzt an Jesus dranbleibe, wenn ich die Bibel aufschlage, wenn ich bete, wenn ich ehrlich werde, werde ich dadurch eine neue Perspektive bekommen, dass es sich lohnt, an Gott dran zu bleiben. Das möchte ich vorlesen zum Schluss. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, auf Corona, die Challenges persönlich, dass wir jetzt sehen, was so dominant gerade ist, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Corona wird vorbei sein. Die Frage ist nur, haben wir das genutzt, was Gott in uns tun will, in dieser Krise, um danach, indem der Heilige Geist anfängt zu wirken, er durch uns neue Dimensionen wirken kann. Und wie das aussehen kann, wird uns jetzt der Johannes mitnehmen. In jeder Krise ist die normalste Tendenz, dass wir die Krise befragen. Also wir fragen, warum passiert das, warum passiert mir das jetzt gerade und wie lange dauert das noch und wie ungerecht ist es eigentlich und warum muss das so sein? Und der entscheidende Switch passiert, wenn wir andersrum eine Frage stellen, nämlich die Frage, in welcher Hinsicht befragt die Krise mich? Das klingt ein bisschen abstrakt, aber der Gedanke ist von jemandem, der wirklich was versteht von Leben in Krisen, nämlich Viktor Frankl. Das ist ganz bekannt, haben viele auch schon gehört. Viktor Frankl war Psychoanalytiker und Jude und kam ins KZ Auschwitz.
Und er hat gesehen, wie Menschen in seiner Umgebung innerhalb weniger Wochen, wie mir das auch jemand erzählt hat, der im KZ war, den ich persönlich noch kannte, innerhalb weniger Wochen komplett die Perspektive verloren haben und dann auch wirklich körperlich gestorben sind. Und der Viktor Frankl hat sich selber überlegt, wie komme ich da durch? Und er hatte den genialen Einfall, er wird dieses Überleben im Konzentrationslager zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung machen. Er will herausfinden, wie Leute überleben können in so einem Umfeld, um nachher Menschen darüber unterrichten zu können, um darüber ein Buch schreiben zu können. Und dieses Ding hat zwei Sachen bewirkt. Dieser Switch in seinem Denken hat zum einen bewirkt, dass er selber überlebt hat, und zum anderen hat es bewirkt, dass er selber mit seiner Logotherapie, die er entwickelt hat, eine psychologische Schule gegründet hat, die Menschen weltweit geholfen hat, wirklich Sinn in ihrem Leben zu finden. Lass uns diesen Switch nochmal genauer anschauen. Es ist weniger die Frage, wie komme ich da durch und warum muss mir das passieren, sondern welche Frage stellt das Leben an mich? Welche Frage stellt die Krise an mich? Wir haben ja vorher schon diese schönen Kisten gesehen. Die Krise stellt die Frage, was ist in deiner Kiste und was muss da drin wachsen, damit du nachher anderen was geben kannst. Und ich ermutige dich, mit dem Gleichen an die jetzige Krise ranzugehen, mit der Frage, an was klopft die Krise in mir an und sagt, hey Johannes, wie wirst denn du jetzt darauf antworten? Was machst du draus? Das ist im Übrigen eine total biblische Vorgehensweise. Bei Viktor Frankl hat es dazu gewirkt, dass Heil für viele Menschen, für tausende Menschen weltweit, durch das kam, dass ein Mann, nämlich der Viktor Frankl, für sich entschieden hat, er wird das Ding erforschen und er wird gestärkt daraus hervorgehen. Es gibt zwei ganz berühmte biblische Geschichten, die genauso laufen. Das eine ist die Geschichte von Josef im Alten Testament, das andere ist die Geschichte von Jesus. Wir träumen ja oft davon, dass Gott uns vor allem Bösen bewahrt. Es gibt aber, wenn ich es richtig sehe, in der ganzen Bibel keinen einzigen Helden, den Gott vor allem Bösen bewahrt hätte. Ganz tragisch ist es ja bei dem Josef, der ist der Lieblingssohn von seinem Vater Jakob und der hat große Verheißungen. Gott gibt dem Verheißungen, du wirst eines Tages Mond und Sterne zu deinen Füßen haben, ne? So im Traum. Und was dann im Leben von Josef passiert, ist das glatte Gegenteil. Es geht alles schief. Seine Brüder verkaufen ihn in die Sklaverei. In der Sklaverei kommt er ins Gefängnis. Im Gefängnis wird er noch mal mies behandelt und vergessen. Es läuft alles schief. Und es wäre absolut naheliegend, wenn Josef verzweifeln würde und sagen würde, Gott, du hast mich getäuscht und warum muss es mir so gehen? Und stattdessen hat Josef sich in diesen Situationen bewährt. Und als seine Brüder nachher zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten, sagt Josef, ihr hattet Böses im Sinn, aber Gott hat was Gutes draus gemacht. Denn Gott ging es darum, das Leben für viele Menschen zu erhalten. Josef wurde dann zu einem Ernährer von ganz Ägypten. Das heißt, die Krise ist nicht gut. Nicht Gott schickt die Krise. Die Brüder haben Josef verkauft und das war schlecht und das bleibt auch schlecht. Es ist vieles schlecht an dem, was momentan passiert. Gott verhindert nicht immer Krisen, aber er gibt uns einen Ausweg, der nicht nur dazu dient, dass ich selber überlebe, nicht nur Josef überlebt und kommt raus aus dem Gefängnis, sondern er wird zu einem Versorger für viele andere. Und bei Jesus ist es genauso auf erschütternde Weise. Wir lesen im Hebräerbrief, dass Jesus, obwohl er der Sohn war, durch Leiden Gehorsam gelernt hat und so zum Urheber unseres Heils wurde. Und Jesus nachzufolgen als Licht der Erde und Salz der Welt beginnt tatsächlich an so einer Stelle, dass ich nicht in diesem Hadern bleibe, sondern dass ich Gott frage, okay, in dieser Krisenphase, wo wir gehört haben vorher von Leo und Tobi, wo Gott schüttelt und schaut, was ist drin und was Neues hervorbringt, was möchtest du in meinem Leben grundlegen, dass ich eine Antwort und eine Lösung für andere Menschen darstellen kann? Ich glaube, dass alle großen Erfindungen, nicht nur die Logotherapie von Viktor Frankl, sondern Krankenhäuser, Medikamente, technische Innovationen aus existenziellen Krisen kamen. Und deswegen, manchmal bitten wir, Gott, bewahr mich vor allen Krisen. Und Gott sagt, einerseits würde ich das gern, aber andererseits bleibst du dann unter deinem Niveau. Und ich möchte, dass du zum Heil wirst für andere Menschen, denn jede Krise, durch die du gestärkt gegangen bist, bevollmächtigt dich, anderen Menschen durch die gleiche Krise zu
helfen. Das ist, wenn du ein Kind verloren hast und du triffst jemand anderen, der auch ein Kind verloren hat, hast du sofort dessen Aufmerksamkeit. Du merkst sofort, hey, ich nehme dich für voll, du bist durchs Gleiche gegangen. Wenn du dann sagen kannst, schau, hier sind Sachen, die mir geholfen haben, dann hast du sofort Autorität. Das ist das, was mit Josef passiert ist, das ist das, was mit Jesus passiert ist. Weil er durch die ultimative Krise gegangen ist, wurde er zum Urheber unseres Heils. Das ist das, was bei Viktor Frankl passiert ist. Und ich lade dich ein, dass du dich auf die gleiche Art und Weise so verstehst. Wir haben jetzt gerade in Deutschland letzte Woche was ganz Gewaltiges erlebt, dass wir bis zu 1 Million Menschen im Gebet mobilisieren konnten. Bei der Aktion Deutschland betet gemeinsam. Ministerpräsident von Bayern war Schirmherr. Total viele wichtige Personen aus dem öffentlichen Leben waren dabei, Politiker waren dabei. Das war nur möglich, weil das Gebet und die Netzwerkarbeit, die vorher im Verborgenen gelaufen war, da war und Gott sie in einer Krisensituation verwenden konnte zum Heil für viele. Und auf die gleiche Weise, du musst nicht so eine Gebetsbewegung starten, aber auf die gleiche Weise kann dieser kleine Shift in deinem Denken einen großen Unterschied machen. Der Shift bedeutet, nicht ich stelle Fragen an die Krise, sondern Krise, welche Fragen stellst du an mich? Und mit Gottes Hilfe, welche Antwort kann ich geben zum Heil von vielen? Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Segen in dieser Situation, aber Gott beruft uns für so eine Zeit wie diese zum Heil für viele. Vielen Dank, Hannes und auch Tobi. Die Krise stellt Fragen an uns. Mit anderen Worten, Krise, es hebt unseren Deckel. Nimmt den Deckel weg. Genau, ich bin auf Hochdeutsch reingeflogen, genau. Schweizerdeutsch. Hebt uns den Deckel weg und dann kommt wirklich die Frage für, was ist in uns drin? Und ich finde das eine mega krasse Chance, weil Äon bedeutet, dass Gott ein neues Zeitalter für uns will anschlagen und einschlagen. Und ich glaube, wir können stärker raus, als wir reingegangen sind. Ich möchte ein praktisches Beispiel bringen. Wir machen jedes Jahr unsere krasse Ostermusical mit 10.000, 12.000 Besuchern. Und da haben wir gewusst, wow, Corona macht uns einen grossen Strich durch die Rechnung. Wir haben etwas geschrieben, 120 Schausteller und Technik und alles und fort. Und wir haben überlegt, okay, streichen ist ja keine Option. Und dann hat das Team die Idee gehabt, was wäre, wir würden Ostern neu erleben, wir würden einen Karfreitag einfach das erleben miteinander, die 6. Stunde, die 9., die 12. und dann den 3. Und einfach würden Ostern ganz, ganz neu erleben. Und ich möchte euch eine Zahl zeigen. Wir haben am Wochenende etwa 3'500 Celebration-Besucher in Zürich und den Locations. Und an Ostern haben wir über 80.000 Viewers gehabt, die mit uns Ostern miterlebt haben. Und diese Zahl zeigt uns, dass einfach, wenn wir die Box Gott anheben, Sachen loslassen, dass plötzlich ein neues Äon anfängt. Wir merken, statt 10.000, 12.000 haben wir 80.000 Menschen mit dem Evangelium dürfen berühren. Und mich berührt das effektiv. Du kommst stärker raus, als du reingegangen bist. Ich habe euch vor meine legendäre Agenda gezeigt. Bis nicht versteckt nicht. Ich habe mein Leben eigentlich nicht schlecht unter Kontrolle, was die Agenda angeht. Und wie gesagt, Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe über 13 offene Flüge offen und ich konnte preachen in Schweden, besser gesagt, in Amerika, all over. Alles ist gestrichen. Und das löst etwas aus. Weil ich habe mich gefreut auf das, verstehst du? Und wenn man das Gott anhebt und loslässt, was Gott macht, er nimmt die Agenda und macht ein neues weißes Blatt an. Und durch die Corona-Krise, was ist passiert? Durch Zoom habe ich die letzten paar Wochen mehr predigt als jemals zuvor. Bis nach Brasilien, Italien, Deutschland, Schweiz, all over. Plötzlich bist du daheim in der Stube und predigst mehr, als wenn ich reisen gehe und Gott öffnet ein neues Äon. Und ich bin überzeugt, dass viele von diesen Sachen wird Gott nicht wegnehmen in der Zukunft, sondern wird unsere Kirche prägen für immer. Und darum ist mein Wunsch, dass wir unsere Box anheben und der Heilige Geist jetzt einfach bitte einen Raum auf. Du weißt, was bei mir auslöst. Aber Heiliger Geist, ich lade dich ein, in mir ein neues Äon zu bewirken. Ich möchte dich einladen, wo auch immer du da oben bist, können deine Box und deine Gefühle und deine Krise Gott anzuheben und aufräumen, misten, damit neue Luft reinkommen kann und der Heilige Geist ein neues Äon, ein neues Zeitalter in uns kann bewirken. Herr Jesus, ich danke dir, dass du stärker bist als alle Umstände. Es gibt kein Virus, wo der Plan Gottes blockieren kann. Weder Angst noch Panik sind meine Freunde, mein Ratgeber, sondern du hast mir den Heiligen Geist gegeben von Durchbrüchen, von Zeichen und von Wunder. Und Herr Jesus, ich heb dir meine Lebensbox an. Und dann hat sich ein paar Sachen effektiv angestaut
über die Monate und Jahre. Und ich möchte dich einfach bitten, räum du auf. Löst du, vergib du, stell du wieder her und reinige das auch. Und ich lasse auch meine Agenda los. Und ich lege es in deine Hände, Jesus, weil ich weiss, du hast einen grösseren Plan. Schreib in mir ein neues Äon, einen neuen Zeitabschnitt. Und ich glaube, es gibt viele, die einen neuen Anfang brauchen. Einen neuen Anfang mit Gott, einen neuen Anfang in deiner Kirche, wo du bist, einen neuen Anfang vielleicht auch in deiner eigenen Familie, einen neuen Anfang in der Small Group, einen neuen Anfang in deinen Talenten und Fähigkeiten, einen neuen Anfang im Beruf, einen neuen Anfang, wie du mit deinen Finanzen umgehst, einen neuen Anfang in deiner Sexualität, vielleicht auch einen neuen Anfang, wie du denkst, wie du redest über Menschen und für Menschen. Was wird geschehen, wenn Gott in uns ein neues Zeitalter losiert mit mehr Jesus, mit mehr Heiliger Geist und weniger von mir? Ich möchte abnehmen, Jesus, aber du sollst zunehmen in mir.